machen wir miteinander ein kleines, lustiges Journal. Und zwar machen wir überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, weil eigentlich hätte ich mit dem wunderschönen Papier ein Journal machen. Aber ja, das kommt dann noch, das machen wir jetzt nicht. Wir machen mit dem wunderschönen Papier ein Journal. Das ist so ein Migros-Sack. Und ich bin heute an dem vorbeigelaufen. Und nach dem dritten Mal vorbeilaufen habe ich so gedacht, hey, eigentlich ist das ein recht cooles Bild und ist das ein recht cooles Wintermaterial für ein Winter-Journal zu machen. Das hat nämlich vorne und hinten so coole Bilder drauf und hier auch noch ein bisschen schöne Sternchen und so weiter. Von dem können wir auch mega viel Zeugs brauchen für ein cooles Journal. Dann habe ich gefunden, hey komm, kann ich mir beim anderen noch ein bisschen besser überlegen, was ich alles will, weil ich bin da auch noch ziemlich, eben, ihr kennt mich, ich mache mich einfach mal drauf los. Genau, und jetzt machen wir halt auch einfach drauf los. Ich habe dann gerade schnell gesucht, was ich alles noch rum habe. Bin dann da auf ein bisschen Material gestossen für irgendwas, ein bisschen Signaturen rein. Und jetzt würde ich sagen, Achtung, fertig, los! Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Schön, lasst ihr das mit euch machen. Einfach drauf los, einfach querfeldein. Ich glaube, ich muss den Sack mal aufeinander schneiden. Es gibt ja viele so Tutorials, so, wie verbastle ich einen Papiersack. Und ich habe ja auch schon solche geschaut. Aber ehrlich gesagt, habe ich jetzt so auf die Schnelle gerade wirklich nicht so einen grossen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Wow. Ich mache einfach etwas. So, schliesslich hat das Scrapbook-Papier nur 40 Rappen gekostet. Dann wird man doch mit dem etwas Cooles machen können. So, So, einfach mal aufeinander das Zeug. So. Wow. Der Boden. Der Boden hätte da eigentlich noch ganz herzige Täschchen. Ja. Behalten wir mal so im Hinterkopf. Die sind jetzt einfach noch nicht an der Reihe. Ich muss jetzt noch ein bisschen abhauen. Aber ich habe mir gedacht, was wäre jetzt so schön auf der Vorderseite? Ich möchte das so zusammenfalten und hier abschneiden. Und dann wäre das mein Journal-Vorderteil. So. Und das ist hinten. 2 Signaturen drin. Brauche ich einen Buchrücken für das? Schon ein bisschen, wenn man 2 rein tut, wäre es schon gut. Wenn man etwas hat. Möchte ich gerne ein Riesenrad auf der Vorderseite haben? Eigentlich nicht unbedingt. Gut, dafür ist da noch der Christbaum. Aber ein Ballon, ich möchte nicht in den Ballon sitzen. Wenn es schneit, ist es zwar sicher noch schön. Dann hätte ich hier oben ein Raclette essen. Oder ein Fondue. Oder ist das hübscher? Einfach so ein bisschen Stadt und ein bisschen Schneesternchen. Ja. Also was mir nicht so gefällt, sind dann Diamantsgöckeli hier. Aber die kann man ja dann noch irgendwie überdecken. Und ich glaube das Gleiche
mache ich beim Ballon. Ich glaube, ich klebe dann hier einfach etwas drüber. Weil mir gefällt jetzt so der Tannenbaum noch und da mit nur Häuschen ist, glaube ich, ein bisschen fad. Und das ist nachher hinten. Ja, genau. Und das können wir ja dann hier innen drauf kleben. Jetzt muss ich nur schaffen, die hier wegzubringen, ohne dass ich es verreisse. Kann ich das? Wahrscheinlich nicht, hä? Ich habe das Gefühl, ich mache das kaputt. Ich glaube, das geht nicht. So, tschüss. So. Ja, das macht ja nichts. Hey, weißt du was, die Henkel, die wären doch jetzt auch noch witzig, die zu benutzen. Da vorne. Oh ja. Das hat sicher auch schon jemand erfunden. Sicher auch schon jemand gemacht. In seinem Journal. Jetzt erfinden wir halt das Rad neu. Also gut. Schneiden wir da zuerst mal ein bisschen gerade ab, glaube ich. So. Genau. Ja, das ist doch super. Perfekt. Entschuldigung. Und und nicht so. So. Voilà. Das ist unser Buchrückeli. Sehr schön, oder? Sehr, sehr herzig. Jetzt ist die grosse Preisfrage. Machen wir das hier innen. Klebe ich mir hier einfach so einen Streifen Packpapier drauf. So. Also, kleben wir doch das hier drauf, um das ein bisschen zu verstärken. So, wenn wir hier auch noch schnell schauen, wo die Mitte ist, damit wir ein bisschen in der Mitte haben, wenigstens. Nur ein bisschen. Wieso klebe ich das jetzt so auf? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich wollte doch das auf der grünen Seite aufkleben. Also Leim dran tun. Ich wollte doch das Schrimmige nicht haben. Wieso? Oh Mann. Ja, ist gut. Ist ja gut.
Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. So. Einmal so. Und einmal so. Gut. Ah, jetzt fühlt sich das schon ein bisschen stabiler an. Da. Sehr schön. Gut. Ich kann jetzt das eben innen reinkleben, oder? Innen reinkleben und dann die hier. Die so. Die müssen ja nicht so lang sein in der Tasche, aber so. So wäre doch noch recht herzig. So ein Mini-Journal Dashly to go. Machen wir. Dann tue ich zuerst die zuschneiden. Schauen, wie lang das jetzt hier werden sollte. Also etwa so, dass man es wirklich noch irgendwie greifen kann. Sollte es vielleicht schon sein. So, und dann wie lang reinkleben? Etwa so viel. Etwa da, etwa da, etwa da. So. Also, ich klebe zuerst das hier drauf, nachher klebe ich das hier drauf und dann klebe ich hier Washi-Tape dran. So, also, gut. Tacki. Tack, tack. So, und das stimmt, dass die schöne Seite von dem Teil ist so gegen raus. Hey, das ist immer irgendwie verstopft, keine Ahnung wieso. Immer wieder. Always ready? Nein. Nein, ist er nicht. Always verstopft. So, müssen wir es abmessen, wo das herkommt? Nö. Einfach drauf. Was wir können abmessen ist hier anhand von diesen Linien, ob es gerade dran ist. Das können wir abmessen. So. Habe ich jetzt auf die Unterlage geklebt? Nein. Ist das gut so? Eigentlich hätte man ein bisschen weiter rein dürfen noch. Nein. Jetzt klebt es halt. So. Hey, schau, da geht es auch schon wieder weg. Passt mir gar nicht. Gut, wir kleben ja dann noch etwas drauf. So, und jetzt das andere. Das kommt so. Dann machen wir auch das nachher einfach so, oder? So, so, so. Super Sache.
Falsch. Männer. Ja, ist ja gut. So, noch eins. So. Ich höre euch schon wieder schreien. Nein, nicht so. Also, nochmal. Herheben, am richtigen Ort. Hey, wieso ist der so mega krumm dort? So. Nein, nichts ist krumm. Alles ist gut. Und jetzt den da drauf. Und zwar so. So. Prima. Alles gut. So, ist das auch gerade? Ah ja, mehr oder weniger. Doch. Gut. Wo sind die hübschen Seiten? Kommt jetzt darauf an, ob es so oder so ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie wäre es schöner? Dieser Weg wäre es richtiger, aber so irgendwie gefällt es mir ein bisschen besser. Warum? Ich glaube, es wegen diesen Lichterketten hier. Ich mache es so. So, also gut. Hier Leim drauf, nicht auf der grünen Seite. Das wäre schon gerade ein bisschen sehr oberdumm, oder? Dann, weiß auch nicht. So. Zack. Gut. So machen wir es. Jawohl. Gefällt. Und jetzt noch das. Das könnt ihr einfach noch annehmen. Dann muss ich es nicht noch extra anleinen. So, oh, schau mal. Voll herzig. Ja, es hätte von mir aus ein bisschen kleiner können sein noch. Ein bisschen weiter rein. Aber so ist schon gut. Das ist doch schon gut. Oh. Ich finde es gerade mega lustig. Gut, also. Washi-Tape. Ich glaube, mit dem Zeug, das ich jetzt hier habe, komme ich recht gut her. Ich möchte unbedingt das Tannenbäumchen hier auf der Seite haben. Das gefällt mir. Und ich glaube, ich mache das gerade so. So. So, und nachher dann einfach das drauf pflümeln. So.
Jetzt, wenn man es richtig gut anstreicht, dann tut es den Leim natürlich sehr gut verteilen da drunter. Und der hat den da schon, glaube ich. So. Die kann ich natürlich nicht umlitzen, sonst sind die Bäume dann verkehrt. Zack. Und zack. So, und das Ganze noch auf dieser Seite. Jetzt oben und unten. Also die Häuschen sind ja schon wahnsinnig herzig. Aber ich glaube, die passen jetzt schon nicht gerade ganz so. Aber kommt dann auch doch einfach die Bäume. So, es passt ja super gut. Vielleicht passt das tatsächlich auch, weil ich so ein ganz grosses Pack Washi-Tape bei Migros gekauft habe. Mit diesen ganzen Bildchen. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob jetzt genau das eins ist von denen. Aber vielleicht haben die ja gerade jetzt irgendwie das Farbthema. Und haben das von diesen ganzen Produkten auch irgendwie auf ihre Säcke übergeleitet. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. So. Und wenn wir oben die Sterne, die Frage ist jetzt auch noch gerade, sollen wir das jetzt drum herumlitzen? Ich glaube nicht. Ich glaube im Fall, ich litze es nie drum herum. Es sieht dann immer so ein bisschen umgelitzt aus. Nein, komm. Ich will es nicht umlitzen. Ja, da lässt sich jetzt natürlich auch streiten. Was ist jetzt schöner? Hat man jetzt zuerst oben und unten und nachher dann das auf der Seite machen oder umgekehrt? Das ist so okay oder wie auch immer. Bäh. Ich weiß es nicht. Was hat euch besser gefallen? Wenn ihr zuerst oben und unten gemacht habt und dann die Seite? Keine Ahnung, kommt es darauf an? Ich weiß es nicht. So, hey, ja, ich meine, irgendwann kommt da natürlich die blöde Schrift für. Es ist schon nicht ganz so hübsch. Theoretisch könnte man jetzt hier auch noch ein Bändchen hermachen. Aber ich habe dann ein bisschen Angst, dass mit dem Knicken sich das dann ein bisschen blöd wellt und ein bisschen ablöst. Ich weiß es nicht. Sollen wir es einfach so lassen? Ich glaube, wir lassen es. So. Jetzt mache ich doch das einfach das Gleiche noch auf dieser Seite. Nein, warte, jetzt kann ich das Gleiche machen, weil das ist nämlich zu schmal für hier. Also ja, da hat es einfach noch ein Rändchen. Und ist sie dort auch breit? Oder etwas Glitzerige? Nein. Das Glitzerige, das ist schon eher. Das würde es gerade verdecken. He? Das muss ich gut anleimen, weil das klebt ziemlich schlecht. So, und dann da auch wieder Tannenbäume, unten Tannenbäume und oben die Sternchen. Ja, ich glaube, das können wir so machen. Oder ist es dann ein bisschen zu wild? Ist es zu wild? Ist das da wild? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es auch nicht. Also. So, aber ich finde es mega
Herzig. Ich finde, das ist total cool rausgekommen. Ja, eben, es ist noch nicht ganz fertig. Ich möchte gerne hier noch etwas drauf tun und da und da. Aber dann weiss ich also noch nicht was. Dann muss ich mir dann noch irgendetwas erfinden. Ich würde sagen, das nächste Mal kommen dann die Signaturen drin. Genau, und noch so ein bisschen Deko und ich weiss doch auch nicht. Ich finde auch, bis jetzt ist es extrem herzig und ich glaube, wenn wir dann hier noch so ein bisschen Weihnachtsmerit und ein bisschen Leute und ein bisschen Sternchen und wo ist schon der Rest von dem Zeug? Da ist ja der andere Rest. Genau, ein bisschen Weihnachtsmerit und so. Ja, ich glaube, es kommt gut. Ich habe mega Freude. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!